Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Leute, durfte ich lange nicht mehr sagen. Willkommen zum FC Bayern Talk. Ja, bevor wir reingehen, es geht natürlich um die Neuverpflichtung. Wir fangen natürlich an mit Ismael Saibari. Und bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und ganz neu, wenn ihr mich unterstützen wollt und ihr im FC Bayern Fanshop etwas kaufen möchtet, dann nutzt doch gerne den Link, den ersten Link in der Videobeschreibung. Oder den Link aus dem angepinnten Kommentar. Ja? Dann kommt ihr ganz normal auf den FC Bayern Shop, kauft da genauso wie sonst auch. Aber wenn ihr das über meinen Link tut, bekomme ich da halt eine kleine Provision. Ja, so sieht's aus. Mal ein bisschen beim FC Bayern bei den Millionären mitverdienen, ne? So ein Ding. Also, gut. Leute, wir gehen direkt rein. Hier, da ist er. FC Bayern verpflichtet Ismael Saibari. Bevor ich da meine eigene Meinung zu sage, gehen wir mal kurz die Fakten durch. Der FC Bayern hat Ismael Saibari 25 vom PSV Eindhoven verpflichtet. Aktuell ist der Offensivspieler in Marokko bei der WM in Nordamerika am Ball. Nach dem Turnier wechselt er vom niederländischen Meister nach München. Saibari erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031. Er wird in München mit der Rückennummer 34 auflaufen. Max Eberl, was sagt der gute Max denn dazu? Sportvorstand des FC Bayern. Wir freuen uns sehr, mit Ismael Saibari einen der spannendsten Offensivspieler dieser WM für den FC Bayern gewonnen zu haben. Solche Transfers entstehen nicht aus dem Moment heraus, sondern aus vorausschauender Arbeit. Erstmal ein bisschen Eigenlob, ne? Aber verdient. Entscheidend war, dass wir uns früh bei ihm positioniert haben, weil wir von Ismaels Fähigkeiten wussten und ihm von Beginn an eine konkrete Perspektive bei uns aufzeigen konnten. Ismael Saibari wird unserem Offensivspiel zusätzliche Qualität und Unberechenbarkeit geben. Christoph Freund: Ismael Saibari ist mit Eindhoven dreimal in Serie niederländischer Meister geworden, verfügt über Champions League-Erfahrung und zeigt nun auch bei der WM auf höchstem Niveau, wie wertvoll er für eine Mannschaft sein kann. Er ist vielseitig, intensiv, mutig in seinem Spiel, besitzt genau den Hunger, den wir beim FC Bayern sehen wollen, und wird mit seiner Torgefahr und Mentalität der Mannschaft guttun. Für solche Spieler kommen die Fans ins Stadion. Ismael selber: Bereits als Kind träumt man, bei einem Verein wie dem FC Bayern einen Vertrag zu unterschreiben. Jeder weiß, dass das einer der größten Clubs der Welt ist. Richtig. Der FC Bayern spielt jedes Jahr um die wichtigsten Titel wie die Champions League und ich möchte hier so viele Titel wie möglich gewinnen. Der Stil des FC Bayern passt zu mir. Ich kann hier mein Spiel spielen und werde jeden Tag hart arbeiten, um der Mannschaft zu helfen. Das ist natürlich der Satz, der Vinny wahrscheinlich am meisten interessiert. Jeden Tag hart arbeiten. Der Trainer Vincent Kompany hat eine große Rolle bei meiner Entscheidung gespielt. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Seinen Weg in den Profifußball startete der in Terrassa, Spanien geborene Saibari in der Jugendakademie des RSC Anderlecht. Über die 19 des KRC Genk kam er im Sommer 2020 zu PSV, wo er bereits nach wenigen Monaten schon sein Debüt in der ersten Liga feierte. Mit Eindhoven, für das er in 142 Pflichtspielen 42 Treffer erzielte und 29 Vorlagen gab, was okay ist, gewann er je dreimal die niederländische Meisterschaft und den Superpokal, sowie zweimal den Pokal. In dieser Saison wurde er zum Fußballer des Jahres in den Niederlanden gewählt. Aufgrund seiner Wurzeln hat Saibari die marokkanische Staatsbürgerschaft und läuft daher seit 2023 für den amtierenden Afrika-Cup-Sieger auf. Bei der Auswahl steht er aktuell bei 34 Spielen und 12 Treffern. Sowohl beim 1:1 zum WM-Start gegen Brasilien als auch beim 1:0 gegen Schottland und beim 4:2 gegen Haiti war er der Mann für die entscheidenden Tore und beim Erfolg im 16. Finale gegen die Niederlande verwandelte er den letzten Elfmeter. Ja, wir nehmen noch kurz die Trikotnummer-Story mit. Warum Ismael Saibari die Trikotnummer 34 beim FC Bayern gewählt hat. Ismael Saibari hat sich beim FC Bayern das Trikot mit der Nummer 34 ausgesucht. Diese Wahl ist für den marokkanischen Neuzugang des deutschen Rekordmeisters eine Herzensangelegenheit und hat eine tiefe Bedeutung. Im Juli 2017 kollabierte sein Freund Abdelak Nouri in einem Testspiel von Ajax Amsterdam gegen Werder Bremen auf dem Platz. Er hat überlebt, aber ist seitdem nicht mehr in der Lage, sich selbstständig zu bewegen, erklärt Ismael. Mit der 34 unterstütze ihn, denn es war seine letzte Nummer. Die 34 wurde in der Vergangenheit vornehmlich von Nachwuchsspielern des FC Bayern getragen. Unter anderem hatten sie bereits Sandro Wagner, Pierre-Emil Heubeck, Margot Friedl und zuletzt Dennis Ofli auf dem Rücken. Ja, beim FC Bayern bisher keine Trikotnummer von großen Erfolgen geprägt. Das wird sich sehr wahrscheinlich jetzt ändern. Behaupte ich einfach mal. Ich gucke mal, ob ich hier noch ein gutes Ding finde. Das sieht doch ganz gut aus. Bin ich auch ein bisschen ausgeleuchteter für euch. Ja.
Was ist meine Meinung zum Transfer? Ich habe es ja schon also die meine WM-Videos geguckt haben oder ein bisschen auf dem Discord unterwegs sind bei mir. Wenn ihr noch nicht auf dem Discord seid, kommt gerne auf den Discord, da diskutieren wir halt immer so ein bisschen. Ähm, Habe ich schon gesagt, das ist ein Bombentransfer meiner Meinung nach. Ja, die Frage ist, ob er's, umsetzen kann, erfüllen wird. Aber wenn man sich das anguckt, wie er bei der WM auch agiert, sollte das ein leichtes sein, sich auch beim FC Bayern zu etablieren. Und wenn man sich die Leistung eines Jamal Musiala gerade mal anschaut, weil gehen wir es mal kurz durch. Vorne, ich denke, Harry Kane ist über jeden Zweifel erhaben, wenn man sieht, wie Michael Olise gerade für Frankreich bei der WM spielt auf einer Zehnerposition, was absolut atemberaubend ist. Ähm, Wenn man dann Luis Diaz sieht, auch wie der performt, ja, ich glaube, an den dreien geht kein Weg vorbei. Ja, wenn man dann gesehen hat, wie Jamal Musiala performt hat, ja, wird es schwer für Jamal Musiala in der nächsten Saison in der ersten Elf zu stehen. Ja, ist mein Take. Ja, und das völlig zu Recht. Ich meine, wenn Jamal mal wieder seine Form findet und mal da anknüpfen kann, bevor er den Vertrag verlängert hat, noch nicht mal vor seiner Verletzung, sondern da, bevor er den Vertrag verlängert hat, ja, dann ist natürlich Qualität auch in der zweiten Reihe da, was du auch haben musst als Spitzenmannschaft. Schaut euch Paris an zum Beispiel. Ja. Was da als Einwechselspieler reinkommen können. Und natürlich haben wir auch immer noch einen Serge Gnabry da in der Hinterhand. Ne? Und einen Lennart Kahl nicht zu vergessen, der auch wieder rankommen wird. Und wer weiß, vielleicht kommt noch die eine oder andere junge Überraschung im Laufe der Saison. Ne? Mal sehen. Also in der Offensive sind wir mit Saibari sehr, sehr gut besetzt. Vor allen Dingen, weil er auch sehr variabel ist und alle Positionen bekleiden kann. Ja? Und wie gesagt, ich bin sehr gespannt, ob nicht ein Michael Olise vielleicht sogar ein Kandidat auch für die Zehnerposition beim FC Bayern sein wird. Ja. Erst recht, wenn man jetzt gehört hat, dass das eigentlich seine Lieblingsposition ist. Und natürlich der ein oder andere, gerade in vorderster Front Real Madrid, wenn man mal sieht, wie da auch das Zusammenspiel mit ihm und Mbappé ist das ja nicht verwunderlich, dass Real Madrid da Interesse hätte. Wir werden sehen. Ja, darum geht es jetzt nicht. Das ist ein anderes Video. Saibari, ja, für mich, für das Geld ein absoluter No-Brainer-Transfer. Ja. Selbst wenn jetzt irgendwie ein unmoralisches Angebot kommen sollte von, keine Ahnung, ich denke mal so ab 200 Mille, 250 Mille wird der FC Bayern mit Sicherheit anfangen zu überlegen. Ob das kommen wird, ich wage es zu bezweifeln, aber das wäre wahrscheinlich so eine Schmerzgrenze. Ich denke 200 Mille, wo man sehr wahrscheinlich überlegen würde, wenn der Spieler sagt, ich würde gerne dahin gehen. Ja. Jetzt nochmal auf Michael Olise bezogen, dann hast du mit dem Saibari eigentlich schon einen Ersatz da. Ja. So, und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir auch Lennart Kahl ja auch noch haben. Ne? Also wir sind sehr, sehr gut aufgestellt, was das angeht. Und ein Saibari der wird so einen Druck auf den Musiala machen. Ich bin sehr gespannt. Ja? Das wird eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ansonsten hast du natürlich dann auch einen Mann, der halt auch eine super Alternative ist. Ja? Wenn so ein Butcho mal eine Päuschen braucht, ein Heavy, ein Michael. Ja, und wer weiß. Also wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass er einen Luis Diaz verdrängt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er einen Olise verdrängt und schon gar nicht einen Harry Kane. Also bleibt nur die Zehnerposition. Oder, wie gesagt, ein Olise ist Zehnerposition, aber wir sind ja eh super variabel, ja. So, und das ist ja auch Ziel der Sache. Man muss nicht mit einer klaren 10 als Michael Olise spielen, man kann da super variabel sein. Mit Saibari, mit Diaz, mit Musiala. Aber Musiala wird es schwer haben, ja. Ich weiß nicht, inwieweit ihr die WM verfolgt, aber ja, sehr, sehr interessanter Spieler, der 1:1 in das System Kompany passt und Wunschspieler von Kompany. Von daher könnt ihr davon ausgehen, ich meine, das ist Winnies Wunschspieler. So, da kann jetzt jeder überlegen, was das bedeutet. Ja? Ich glaube nicht, dass ein Winnie mit Olise unzufrieden ist, mit Diaz oder mit Harry Kane. So. Ja? Also könnt ihr euch dreimal ausmalen, wer da wo die Konkurrenz spüren wird. Ich bin sehr gespannt. Ja. Sehr, sehr interessanter Mann. Freut mich riesig, dass er sich auch für den FC Bayern entschieden hat. Und ja, da muss man den Worten mal Lob und Anerkennung zollen. Ich meine, jeder Spieler, der irgendwo Spieler der Saison wird, gerade in den Niederlanden, ist immer heiß begehrt. Dass man den Bums vor der WM eingetütet hat, was man hat, auch wenn es dann noch nicht offiziell war super wichtig. Ja, weil, wie wir sehen, hat er auch bei der WM performt bisher. Und da ist ja auch noch kein Ende in Sicht, ja. Und
Den dann einzutüten für das Geld auch, 50 Mille, die da im Raum stehen. Ich denke, das ist völlig fein. Das ist halt einfach so der Markt gerade. Das ist ein sehr, sehr guter Transfer. 25 haben wir gelesen, ja, beste Fußballeralter, die besten Jahre vor sich. Eine gute Entwicklung genommen in Holland. Wir haben es gerade gesehen, Torbeteiligung in jedem zweiten Spiel. Das wird sich beim FC Bayern sehr wahrscheinlich noch ein bisschen verstärken, weil wir auch natürlich sehr offensiven Fußball spielen. Und ich freue mich auf ihn. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf ihn, ein bisschen mehr von ihm zu sehen. Und wie immer, wir können es natürlich erst nach einer Halbserie beurteilen, ja, wie er dann am Ende des Tages performen wird. Aber er hat auf jeden Fall alle Voraussetzungen, sich bei uns zu etablieren und sogar durchzusetzen. Ja. Und nochmal, wenn, dann sehe ich da höchstens einen Jamal Musiala, der Leidtragende sein wird, wenn wir jetzt über Stammkräfte sprechen. Weil, nochmal, Diaz, Olise oder Kane sehe ich jetzt nicht, dass die irgendwie. Es kann natürlich sein, dass Kompanie über einen Systemwechsel nachdenkt. I don't know. Ja, möchte ich auch gar nicht ausschließen, dass wir vielleicht auch mit zwei zentralen Offensiven agieren. Entweder zwei vorne drin oder nochmal einen hängenden hinter Helby, dahinter nochmal ein etwas halb Achter, halb Zehner Geschichte oder sogar zwei auf der Höhe in der Mitte, zwei Zehner. Kann natürlich auch sein. Und wir gehen im Mittelfeld auf einen. Ja. I don't know. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Oder auf eine Dreierkette hinten. Alles ist möglich. Ja. We will see. Auf jeden Fall sehr interessant und gibt uns auf jeden Fall auch taktisch nochmal ein paar Möglichkeiten und auf jeden Fall Qualität. Ja, Qualität. Ich würde jetzt gar nicht aus der zweiten Reihe sagen, aber du hast dann eine zweite Reihe mit einem Musiala, mit einem Gnabry und mit einem Lennart Kahl. Also ich denke, das geht schlechter, oder? Von daher bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Habt noch eine schöne Rest-WM und dann geht es ja bald hoffentlich wieder los. Und wie gesagt, wenn ihr was im FC Bayern Shop bestellt, nehmt gerne meinen Link, dann habe ich da einen kleinen Obolus von. Tschüssi!